AFNL Sportmedia, Sport anach vieles mehr. Voilà Olivier, au terme d'un match extrêmement intense, vous venez à bout de Mühlenbach, une équipe de BGL, et vous êtes donc parmi les 16 qualifiés, les 16 derniers de la Coupe du Luxembourg. Oui, c'est effectivement ça fait vraiment plaisir. En plus aujourd'hui, c'était un match très physique dès le départ, ils étaient costauds, ils ont mis les pieds, ils ont mis le corps et on s'est battu pour au moins aller jusqu'à la mi-temps avec un match nul. Et là, avant la mi-temps, on a vu qu'on pouvait faire beaucoup plus. Ils ont perdu un joueur qui a pris un carton rouge et on savait que si on poussait, on avait des occasions, on pouvait faire beaucoup plus. Donc entre Vils et Mühlenbach, c'est pas vraiment un derby géographiquement. Par contre, Mühlenbach a quelques joueurs
qui viennent de Vils et ça donne une saveur toute particulière à cette rencontre. Oui, c'est effectivement ça. Alors, on voit effectivement que quand Muhlenbach vient ici à Vils, c'est tout à fait une autre ambiance. Les gens ils sont beaucoup plus chauds, les gens sur le terrain se connaissent tous. On voit qu'il y a beaucoup de personnes bosniaques ou des pays de l'Est et c'est super, c'est une super ambiance, même si on se connaît bien, mais il y a quand même cette rivalité et ça fait vraiment plaisir. Et aujourd'hui, on a bien vu que les deux équipes, c'est deux équipes très soudées et nous, on a montré qu'on était une vraie équipe aujourd'hui aussi. Hein. Quand on regarde la tactique de Muhlenbach en début de match, ils ont beaucoup procédé par des longs ballons. Est-ce qu'on peut dire que Muhlenbach craignait vraiment cette équipe de Vils? Craignait, je ne peux pas vous le dire. Je suppose qu'ils ont du respect pour nous. Nous, on les attendait, on savait que c'était leur jeu, le jeu physique, avec des longs ballons, couvrir la balle devant le but pour se tourner, chercher des actions pour frapper sur le but. Mais on a su les contrer, donc nous, on s'y attendait. Et je ne pense pas qu'ils nous craignaient, mais eux aussi s'attendaient à un match très dur. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était bien. Voilà, Herr Schenk, danke mal mal fangen. Was geht ihr durch den Kopf, wenn ihr seht, dass Volz an der 16. Final gegen Muhlenbach spielt? Ja, wir wissen nicht viel Wölzer Spieler an der Muhlenbach sind, die haben wir heute aber nicht gesehen. Ich meine, heute war nicht eine Equipe um Terra und das waren wir und wir haben ganz klar an Deutsch verdient gewonnen. Der Match fängt an und ihr seid direkt am Spiel von Muhlenbach. Sie spielen von Hannen Heichball auf hier, als der inzwischen hat Muhlenbach Angst für und der Wölzer Equipe hat. Sie wissen wahrscheinlich, dass wir spielerisch besser sind. Wir müssen natürlich mal den Fuß im Boden bleiben. Ich meine, Finn Bob war nicht dabei, der dann hat ein bisschen das Spiel. Aber voilà, wir wussten, dass wir fußballerisch besser wären und wir haben da doch proper ausgespielt. Denn die rote Karte von Mustafa Šeriak, als das an den Tournant vom Match? Nee, ich denke nicht, weil wir waren vier, weil die bessere Equipe. Wenn du zweimal so dran gehst, dann aus einem nicht zu helfen. Und das war ganz klar gelb-rot und voilà. Wie Gegner wünsche ich für das Achtelfinale? Ich weiß nicht, wie die anderen Matches ausgegangen sind, mit Ettelbrecker heim wäre natürlich immer schön. D'accord, merci vielmals.
war de Match war de Szenario Ardacht as Nansker an kann den awer so dat se Punkt den wéidet die 3 Punkten wären héich verdient gewicht. Also effektiv ja ne, wir hatten Match am Griff an wir hatten noch Chance für um Goal an auch außerhalb vom Goal ne. Wir hatten uns mal Platt getroffen also zweimal Platt geschoss an ja also da ist ein Punkt den ziemlich schwer geht da schon die zweite Kehr da ist 4 Kind dat mal 4 sind also schon mir oft dass das geschieht mehr wo mir so richtig schwer sind an wo mir eben die 3 Punkte nicht kämen entweder Gurke-Punkt oder E-Punkt ja. Wie gesagt wie du auch gesagt hast den Punkt jetzt schrecklich schwer hier. Ja, und die Schaffzeit huet schon ziemlich krass angefangen, weil die werden ein bisschen dominiert zum am Ufang. Und gerade dem Moment, wo Daverding am besten war, schießt ihr dann auf Konter den nächsten Goal. Und dann geschieht genau das Konträr. Die hat den Ballbesitz und auf 2 Kontersituationen steht dann Daverding am Bank 4. Wie reagiert denn so? Was hat der Coach an der Halbzeit am Westjahr gesagt? Also der Coach hat einen ziemlich fetten Sermon gemacht. Also war gar nicht froh. Und ich verstehe nicht, wir waren nur das, also Sermon gemacht für zu motivieren natürlich, ne? Nur das nicht gut gebrüllt für umzubrillen. Aber nur das auch taktisch pro Conseil gehen. Und wie gesagt, wir sind dann direkt rangekommen und direkt 2 Goal geschossen, weil wir eben das noch gemacht und was er uns gesagt hat. Und wie gesagt, ich fand, wir haben ziemlich gut reagiert dazu. Wir haben während dem Match schon so 5 gegen 4 gemacht und dann ging es eben ein bisschen schlecht. Das ist eben, ja, das ist der Match. Ne? Ja, ihre Goalkeeper ist rausgegangen auf Verletzung und das hat ich ein bisschen noch aus dem Konzept gebracht, hat so das Gefühl, ob ein Kehr heute dann nicht mehr gegolten, das Spielschema nur zu gucken, mehr einfach so, weil es geht, auf die Goal zu schießen. Und bei dem Spiel haben sie auch da gut Karten gehabt und da konnte sie dann zurück an die Party kommen und wir hatten eine kleine Chasse croisée, wo am Endeffekt mit Ardacht ausgeht. Ja, ne, also wie gesagt, hier Rolke was rauskommen an für Spieler und das hat uns ein bisschen desequilibriert als Defense. Wir haben nicht gut kommuniziert zwischen uns und ja, im Endeffekt, wie gesagt, steht es 8-8 und das Resultat hat eigentlich könnten besser für uns ausgehen. Wie wir auch Fedro gesagt haben, den Punkt, der schrecklich schwer, weil wir hatten alles an der Hand für zu gewinnen. Und wir waren eben nicht am Rendezvous, also die letzten paar Minuten. Wir hatten noch als letztes hatten wir einen 10 Meter gehabt, den als Kind als 4 setzen. Aber bon, leider ist das nicht so gut gelaufen. Ne? D'accord, vielmals merci und wir hoffen, dass ihr dann nächstes Jahr mehr Chancen habt. Merci dir. Voilà, quel scénario incroyable ici pour ce match. 8-8 score final. Et franchement, on n'aurait jamais pu prédire un tel match à l'avance. C'est vrai, c'était un match très très compliqué. Contre face à une équipe très forte, Wiltz, c'était chez eux. Ils ont bien joué. Nous aussi, on a essayé d'improviser son gardien en fait, parce qu'on avait un seul gardien, mais en fait, on a réussi à sortir avec un nul et c'était bien. Mais venons-en, la première mi-temps, vous la dominez. Tout du moins le début, et sur une phase de contre, un peu contre le cours du jeu, c'est Wiltz qui mène, et après il se produit exactement l'inverse, et vous parvenez à rentrer avec cet avantage de 2-1 à la pause. Oui, en fait, dans la mi-temps, on est entré un peu en train de dormir, en fait. Ils sont bien entrés, ils ont mis 2 buts tout de suite, et après on a remonté le moral, et on a travaillé, et on a réussi en fait à sortir les nuls, et voilà. Et donc, vous avez joué avec un gardien volant après la blessure de votre gardien. Ça a déstabilisé complètement Wiltz, qui a commencé à jouer avec beaucoup de longues balles, qui auraient pu aboutir, qui n'ont pas abouti. C'est la chance qui était de votre côté, de ce côté-là. Mais derrière, la tactique avec le surnombre, ça a très bien fonctionné. Oui, en fait, sans le gardien, on a tout de suite mis la tactique 5-4 et ça aussi a nous donné des avantages pour les matchs. Et voilà, grâce à ça, on a réussi à faire les nuls et à récupérer les buts qu'on a encaissés. Et votre gardien qui s'est blessé, comment va-t-il ? Il va bien, maintenant il va à l'hôpital, il va voir son genou droit, il s'est blessé un peu, mais ça va aller, il va réussir. Merci beaucoup. Merci.